Ciao zusammen, ich bin der Richie und ihr hört Salis trifft mit mir als Gast. Und ich glaube, es ist die erste Folge. Ich freue mich natürlich wahnsinnig, dass ich das Ding hier einläuten kann. Salis trifft, die Podcast-Show mit bekannten Schweizer Persönlichkeiten. Präsentiert von Gianfranco Salis. Bei mir ist jetzt der Mann in der Schweizer Mundart-Szene, was noch gibt, der einiges gemacht hat. Wir starten in den Tag hinein. Wie startest du eigentlich in den Tag, Richie? Meistens indem entweder der eine oder andere von meinen Kindern ruft. Und dann geht es los. Also das ist, ich habe keine Zeit, das ist vorbei die Zeit, wo ich einfach gemütlich aufstehen konnte. Meistens ist es jetzt wirklich so, dass ich gerade mit Entwickeln beschäftigt bin oder mit anderen Sachen. Aha. Jetzt kommt gerade der Schlagzeuger rein, wegen das Interview. Das ist doch gut. Wir haben einfach spontan, oder? Das ist gut. Tipptopp. Ja. Richie, also vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Das ist übrigens die allererste Folge, oder, von diesem Podcast. Viel Erfolg. Ja, danke. Merci. Was hat dich angetrieben, deinen Weg zu gehen? Ich meine, eben, du hast einen grossen Weg bestritten, du hast die jenste Platte verkauft, die jenste Hits geschrieben. Was war so ein bisschen der Antrieb gewesen? Es ist eigentlich immer noch das Gleiche. Ich spiele einfach extrem gerne live. Ich stehe gerne auf der Bühne und mache gerne Musik. Und das ist eigentlich, also ich meine, als ich gestartet mit Musik machen, habe ich mir nicht erhofft oder erträumt, dass ich mal so eine Karriere mache als Musiker, sondern ich einfach Musik machen. Und irgendwie hat das ganz vielen Leuten halt gefallen. Und jetzt bin ich da, wo ich bin, und das ist natürlich wahnsinnig toll. Wo hast du beißen? Also hat es gleich irgendwo Momente gegeben, wo du sagen, hey Richie, ich muss da... Ja, die gibt es immer wieder, die Momente. Ich meine, wenn man nach einer Karriere oder nach einem Erfolg, wie ich den mit Plüsch hatte, quasi nochmal vorne anfängt und ein Solo-Album rausgibt und halt wirklich... Ich habe nicht vorne an, die meisten haben mich gekannt, aber ob es noch so viele Leute interessiert hat, habe ich ja nicht gewusst. Und dort habe ich sicher zuerst mal gezweifelt, ob das richtig ist, was ich da mache. Und dann kommt immer wieder, kommen Höchst und Tiefs, wie jedem sein Leben und jedem sein Berufsleben auch kommen, wo man sich hinterfragt, ist das richtig, was ich mache? Und ich habe jetzt gerade, auf das Album her habe ich wirklich gefunden, ich muss für mich mal irgendwie etwas Neues entdecken, mal ein bisschen modernere Musik machen. Und ich finde, das ist jetzt recht gut gelungen und ich fühle mich im Moment so wohl wie selten vorher. Das ist doch sensationell. Gibt es gleich irgendeinen Moment, wo du sagst, das war der schwerste Moment? Also du hast eben Berg und Tal, das ist normal, das gibt es überall, oder? Auch im Sport, bei Sportlern, bei Musikern, bei Politikern. Also ich kann mich noch erinnern, ich habe mal ein Konzert gespielt am Gurten. Und ich habe nicht nur ein Konzert gespielt, ich habe zweimal mit Plüsch Headliner gespielt auf dem Gurten, auf der grossen Bühne. Ich hatte dann mit meinem Solo im Zelt einen super Spot gehabt, nach Kings of Leon und vor, wie heisst sie geheissen? Travis. Oder umgekehrt, zuerst Travis und dann Kings of Leon. Und ich habe dazwischen gespielt im Zelt. Und dann sind die Leute spät gekommen und früh gegangen. Und das hat mich wahnsinnig mögen. Ich war dort so und meine Show hat angefangen und es hat noch nicht wahnsinnig viele Leute gehabt, weil halt alle noch im Kings of Leon waren. Dann ist das fertig gewesen, hat sich das Zelt gefüllt, voll Platte, voll. Dann haben wir dort gespielt, vor voller Ränge und plötzlich irgendwie eine Viertelstunde vor Schluss vom Konzert sind die Leute einfach davon gelaufen. Und da bin ich im Boden zerstört gewesen, das weiss ich noch dann, weil ich einfach das Gefühl hatte, wir waren nicht gut gewesen. Aber heute kann ich das natürlich ein bisschen mit anderen Augen. Es war halt dann einfach wirklich so zum ersten Mal gewesen. Wenn ich bei Plüsch sind sie immer von Anfang bis Schluss geblieben. Und das war so das erste Konzert gewesen, wo ich wirklich einfach gemerkt habe, es gibt da Bands, die die Leute im Moment mehr interessieren als mich. Und das sind so, ja eben, das musst du zuerst verkraften, nach diesem Erfolg. Jetzt bin ich natürlich ganz an einem anderen Punkt. Das ist 8 Jahre her. Ich freue mich ab jedem, der da ist und ich bin eigentlich überzeugt, dass die Leute Spass haben an meinen Konzerten. Auch wenn sie vielleicht mal davonlaufen, weil sie irgendwie das Gefühl haben, sie wollen jetzt noch ein Töckeli-Match. Also Spass haben sie definitiv. Auch ich bin an deinem Konzert gewesen, zur Rapione, sensationelle Performance angelegt. Und so ein bisschen die erste Halbzeit, sagen wir jetzt von diesem Tag, hast du gemerkt, da ist es ein bisschen darum gegangen, habe ich ein bisschen auf den Zahn fühlen, weißt du, ob es da irgendwelche Talfahrten gegeben hat, aber die hast du alle gerockt und ich meine, du sitzt ja, ich bin immer noch da. Ich bin seit 15 Jahren unterwegs. Ich habe immer Musiker, die kosten auch. Also meist, die kommen ja nicht gerne, die kommen ja nicht einfach gratis. Und ich habe immer, es hat immer genug funktioniert, dass ich mit Profimusikern unterwegs sein konnte. Und jetzt sind wir natürlich einfach im Moment wieder an einem Punkt, wo ich muss sagen, ja, hey, Erfolg, super, oder? Super, ja. Und was bedeutet für dich der Erfolg?
Ja, der Erfolg bedeutet für mich, dass ich hierher komme und es Leute gibt, die mit mir Interviews machen und Freude haben, dass sie mit mir Interviews machen können. Das gibt mir ja etwas. Also man hat Zeiten, man ist ein Jahr meistens fast im Studio, schreibt Songs und kommt ins Grübeln und weiss nicht, kommt das gut, kommt das nicht gut. Und dann ist es natürlich wahnsinnig toll, wenn man dann auf Schmeriken kommt und merkt, dass ganz viele Leute, die sich freuen, dass man da ist. Auch wer? Gianfranco Solis, so. Gianfranco Solis? Genau. Jetzt, wie definierst du Glück? Du hast es angesprochen, Familie. Genau. Oder? Da hast du deine Antwort. Familie. Und gibt es sonst noch etwas, wo du als... Ja, nein, sagen wir es mal so, entschleunigt können leben. Ich probiere möglichst entschleunigt zu leben. Ich probiere möglichst mein Handy abzustellen am Abend, wobei das mir auch meistens nicht gelingt. Aber ich mache mich nicht stressen. Und das ist für mich Glück, eine tolle Familie zu haben, einen Job haben, der mir Spass macht und nicht den ganzen Tag Stress. Wie schaffst du das Entschleunigen? Ja, das muss jeder für sich selber machen. Ich glaube, das kann der Top-Manager, wenn er das will. Das ist halt wirklich einfach eine Einstellungsfrage. Es kommt immer Zeug, die man noch könnte. Und ich bin halt einfach so, dass ich irgendwann einfach sagen, hey, das kann jetzt warten. Und wenn derjenige nicht auf mich warten kann, hat er halt gehabt. Und das ist nicht eine arrogante Einstellung, sondern ich finde, es ist wirklich, ja, zeitweise bin ich nur noch rumgesäckelt. Und jetzt gerade was Musik angeht, habe ich fast zu wenig Zeit gehabt für mein eigentliches Kerngeschäft, für kreativ zu sein. Und Kreativität entsteht nicht aus Stress. Und darum habe ich einfach gemerkt, ich muss für mich einfach ein bisschen Ruhe finden und einfach gewisse Sachen absagen, auch wenn ich das Gefühl habe, das wäre jetzt eine Chance. Ich sage nicht alles ab, aber es gibt halt wirklich Sachen, wo ich muss sagen, hey, nein, ich hocke jetzt lieber noch mit meinen Kollegen einfach noch hier um das Feuer rum, als dass ich jetzt schon wieder davon säckle, weil ich morgen um 7 Uhr schon wieder muss irgendwo in Zürich raus sein. Ja, wie findest du deine innere Balance? Also, machst du das Feuerchen draussen? Nein, ich bin 38, ich meine, ich habe eine Familie, das tut einfach mit dir. Also ich glaube nicht, dass jetzt, ich kann nicht mega viel planen, ich kann es halt wirklich in dem machen, dass ich irgendwie alle Push-Mitteilungen auf dem Handy ausschalte. Also ich lasse mich nicht mehr stressen, bis der Polohofer gestern Abend ist gestorben oder heute Morgen, es dauert mir auch dann noch. Also ich muss nicht alles immer genau in dieser Sekunde wissen, was passiert, und das habe ich früher auch nicht und das hat mir dann noch nicht gefällt. Und ich glaube, das ist das, was ich auch merke bei Schulkindern, schon mega früh anfängt, dass immer alles gerade muss sein. Nein, es muss nicht alles gerade sein. Zugeben, wenn ich es weiss, den wollte ich so erledigt haben. Aber manchmal ist es einfach cool, gewisse Sachen gar nicht zu wissen. Und darum Handy abstellen oder einfach mal den Leuten sagen, hey, lasst mich ab der 7. in Ruhe. Meine Managerin weiss, die muss mir ab der 7. nicht mehr anrufen. Egal wie wichtig das ist. Weil ich kann dann nicht noch bis um 9 Uhr am Abend irgendwelchen Scheiß machen. Nächsten Morgen dann wieder. Das ist auch Kunst, oder? In der heutigen Zeit mit all diesen Social Media und Sachen. Aber das ist absolut. Die Familie vor allem, die dir hilft, das entschleunigen. Absolut. Also ich glaube schon, ich meine, wenn ich nicht eine Frau hätte und Kind und am Abend um 8 Uhr mal froh bin, wenn ich wirklich Feierabend habe, weil es anstrengend ist, würde ich wahrscheinlich schon bis in die Nacht reinbügeln und noch Zeug machen. Aber im Moment habe ich wirklich einfach das Gefühl, ich nehme mir die Zeit einfach auch für mich und eben auch für meine Familie. Was bedeutet dir Heimat? Also du hast zu deinen Plüschzeiten oder, immer ein bisschen von der Heimat gesungen und so. Wir werden jetzt da nicht mehr darauf einsteigen. Plüschzeiten, du bist seit 8 Jahren selbstständig. Ja, das ist easy, also wir können gerne über Plüsch reden. Nein. Das ist schlussendlich auch voll, ich meine, ich verdanke für alles, was ich heute habe, auch dieser Zeit, das muss man schon sehen. Ich habe noch Crew von damals, ich habe Sponsoren, die noch von damals sind, die wahrscheinlich heute schwierig wären, noch hierher zu kommen. Wenn ich irgendwo herkomme, gehen die Türen auf, meistens, aber nicht wegen Hits wie Scheisstag, sondern wegen Hits wie Heimweh. Das bin ich mir schon bewusst und das ist auch keine Schande. Ich definiere mich einfach nicht mehr über das heute. Also wenn jetzt jemand mich fragt, was machst du heute, sage ich nicht dem in erster Linie, ja, weisst, ich habe mal bei Plüsch gesungen und lebe von diesen Hits, sondern ich bügle an meinem Zeug und ich probiere möglichst mit meinem Zeug Erfolg zu haben. Aber ich bin mir bewusst, dass die Geschichte mit Plüsch vor allem auch in den Köpfen der Leute immer noch existent ist und ich bin auch stolz auf das. Wir haben so viel erreicht damals, über eine lange Zeit auch. Also es ist nicht so ein Jahr, 2 gewesen und dann ist es wieder vorbei gewesen, sondern wir haben 8 Jahre lang die Musikszene irgendwo auch mitgeprägt damals. Und das ist schon ein tolles Gefühl, wenn man das mit 38 kann sagen. Und was ist für dich Heimat? Eben, du hast die Musikszene in der Heimat in der Schweiz geprägt, viele Jahre. Nein, Heimat ist für mich, ich glaube, wirklich die Schweiz und nicht unbedingt nur das Berner Oberland. Das Berner Oberland ist schon sehr schön. Das ist schon sehr schön. Das muss man schon sagen. Nein, ich weiß nicht, ich gehe gerne reisen. Ich war auch in Amerika, das habe ich auch wahnsinnig schön gefunden dort. Ich könnte mir auch gut vorstellen, mal ein Jahr, 2 irgendwo zu leben.
außerhalb der Schweiz. Aber ich glaube, mir würde es immer zurück in die Schweiz ziehen. Aber ich war jetzt 3 Monate in Zürich letztes Jahr, als ich Musical gespielt habe. Es hat mir auch wahnsinnig gut gefallen in Zürich. Also ich muss nicht unbedingt im Berner Oberland sein, für glücklich zu sein, aber ich glaube in der Schweiz schon. Wie siehst du dich in 10 Jahren? Eben irgendwo in Kanada, in deinem Forsthütte mit deiner Familie am Fischen? Oder wo? Nein, in 10 Jahren ist mein Sohn 14, das heisst, ich bin immer noch genau am gleichen Ort daheim, wo ich jetzt bin. Machst du Sound? Hoffe, ich mache immer Holst du in die Band rein? Nein. Also, ausser er spielt so gut Schlagzeug, dass ich meinen Sohn kann engagieren kann. Aber nein, ich glaube nicht. Also ich glaube wirklich, ich werde in 10 Jahren hoffentlich immer noch Musiker sein und die Leute mit neuen Songs überraschen. Tipptopp. Wie siehst du dich an einem gelungenen Feierabend? Oder was zeichnet für dich einen gelungenen Feierabend aus? Ein nasses T-Shirt, das ich geschwitzt habe. Schlange vor dem Merchandise-Stand, weil alle CD kaufen, was so unglaublich gut war, das Konzert. Und eine Managerin, die mich anlächelt und sagt, das hast du gut gemacht. Das ist für mich ein toller Feierabend. Aber ein toller Feierabend kann sein auf Netflix, einfach die neueste Serie einzuschalten. Und für mich ein riesiges Erlebnis, mit dir hier zu hückeln, Backstage und das Interview durchzuführen, bis alles trifft, bei der allerersten Ausgabe. Ritchie, gibt es noch etwas, was du möchtest den Zuhörerinnen und Zuhörern sagen? Checkt Ritchie aus. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, kommt an den Gig und erfreut euch an meiner Band vor allem auch, weil man redet immer nur von mir und meinem Namen, aber ich habe eine wahnsinnig tolle Band dabei. Und wer es nicht sieht, verpasst etwas. Sehr schön. Danke vielmals, Ritchie, bist vorbeigekommen. Danke dir. Gianfranco! Guten Spass auf der Bühne, den wirst du haben und ein tolles Konzert. Mach's gut. Ciao. Tschüss. Salis trifft. Die Podcast-Show mit bekannten Schweizer Persönlichkeiten. Präsentiert von Gianfranco Salis.